Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Einfach mal Luft holen. Deshalb bin ich heute hier im Schwegenheimer Wald. Hier bin ich öfter, wenn ich zwischendrin einfach mal raus muss, mal weg von all dem, was mir die Luft raubt. Arbeit, Probleme, Sorgen, all die Nachrichten und Botschaften, die jeden Tag auf mich einprasseln. Hier im Wald, da soll das angeblich besonders gut klappen mit dem Luftholen, behaupten zumindest wissenschaftliche Studien aus Japan. Die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Aufenthalte im Wald therapeutische Wirkung haben und dazu beitragen können, Stress, Grübeln, Wut und Angst zu verringern. Das soll an den Terpenen liegen, Stoffen, die aus der Rinde und den Blättern von Bäumen und Sträuchern ausdünsten und beruhigend auf unser Nervensystem wirken. Spannend, aber ich muss kein Wissenschaftler sein, um zu merken, dass mir das Luftholen hier im Wald gut tut. Dazu brauche ich einfach nur offene Augen und Ohren und die Bereitschaft, mal ein paar Takte langsamer zu machen, vielleicht einfach mal stehen zu bleiben und in mich aufzunehmen, was ich hier sehen und hören kann. Das Rotkehlchen auf dem Zweig über mir oder diesen erhabenen alten Baum oder die ersten Schmetterlinge in der Frühlingssonne. Einfach mal Luft holen, hier im Wald. Mir hilft das, den Kopf wieder frei zu bekommen, damit ich neben allem, was mir die Luft zu nehmen droht, wieder hoffnungsvolle, mutmachende Botschaften hören kann. Über Gott, der in allem Durcheinander der Welt trotzdem da ist und diese Welt, die er doch so wunderbar geschaffen hat, bewahren will. Wenn Sie das mit dem Luftholen mal ausprobieren wollen, am 6. April laden die Schwegenheimer Entspannungspädagogin und Qigong-Lehrerin Petra Birkle und ich ein zu einem Schöpfungsweg hier im Schwegenheimer Wald. Alle Infos dazu gibt es über den Link unter dem Video. Und jetzt einfach nochmal Luft holen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.